Um den Dialog zwischen Zivilisationen zu erleichtern und die gemeinsamen Werte der Menschheit zu fördern, streben China und Syrien eine Zusammenarbeit an. Dies verlautbarte der chinesische Staatspräsident Xi Jinping am Freitag in einem Telefongespräch mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Dabei rief Xi auch zu gemeinsamen Anstrengungen auf, um die internationale Gleichheit und Gerechtigkeit zu verteidigen und die gemeinsamen Interessen der Entwicklungsländer zu wahren. Wenn ein Schiff einer nicht-regionalen Macht ins Schwarze Meer eindringe und klar sei, dass es mit hochpräzisen Langstreckenwaffen ausgerüstet und es keine Touristenreise sei, würden es die russischen Militärs natürlich überwachen. Die Schiffe der USA seien zu beliebigen Provokationen bereit und diese würde man nicht zulassen, so der Verteidigungsminister Shoigu. Laut des Sprechers des amerikanischen Außenministeriums Ned Price sei die USA wegen der menschenrechtlich schwierigen Lage in Osttürkestan und China tief besorgt. Ebenso denke man auch über den Boykott der Olympischen Winterspiele, die im Jahr 2022 in Peking stattfinden werden. Im Gespräch mit seinen algerischen Amtskollegen Abdelmajid Tebboune erklärte Mattarella, Italien stehe an Algeriens Seite bei der Förderung seines Modernisierungs- und Entwicklungsprozesses. Mattarella lobte die Bemühungen der algerischen Regierung zur Stärkung der Menschenrechte und zur Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung. Bei einer Methangasexplosion in einem Kohlebergwerk sind in der Zentralasiatischen Republik Kasachstan mindestens 6 Menschen ums Leben gekommen. Nordkorea hat nach Angaben von Staatsmedien vom Sonntag Artillerieübungen durchgeführt, um die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken. An den Waffentests am Samstag nahmen führende Vertreter der Regierung und des Militärs teil, wie die amtliche Nachrichtenagentur KCNA berichtete. Starker Schneefall hat das Leben in der chinesischen Provinz Gansu negativ beeinflusst. In einigen Gebieten wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Der Ort erlebte den stärksten Schneefall in den letzten 14 Jahren. In manchen Gegenden sank die Lufttemperatur an einem Tag um mehr als 10 Grad Celsius auf minus 16 Grad Celsius.